Psychiatrie. Shania, Ja. was du den Typ von Person, wo dreht oder nicht dreht? Sowieso ist egal, wer mehr dreht, all da. Wie war das Drehen überhaupt? Was ist das? Wie war Drehen mir? Wie war drehen mir? Okay, wie war Drehen mir überhaupt? Das ist eigentlich ziemlich gut froh. Drehen bedeutet einen Zustand sein, wo du am Anfang wackelig bist, aber du bist nicht wackelig am Anfang. Heute an diesem Video will man erst die meist gedrehten Drehen vorstellen. An die Bedeutungen erklären. Okay, komm, wir fangen ganz einfach an. Wenn du schon einmal davon gedreht hast, dass du am Sterben bist oder krank bist oder dich verletzt hast, das will davon bedeuten, dass du von der Angst hast, verletzt zu gehen oder du bist schon einmal emotional verletzt gehen. Aber wenn du eine andere Person gesagt am Sterben oder dass eine andere Person krank ist, was du kennst, das heißt, du hast Angst, eine Person zu verlieren. Wie wenn du die bist, wo die andere Person umbringt, dann hast du ein Problem. Gut, ihr das schon einmal gedreht, dass ihr an einem Auto sitzt, wo keine Kontrolle hat. Der kann das Auto nicht kontrollieren, dann du hast einen Breg und dann geht er durch den Breg oder das ist einfach nur jetzt an der sieht nicht. Wie war das die Bedeutung, Shania? Aber wenn du da drehst, dann ist es einfach, weil du am Moment eine Situation in deinem Leben hast, wo du, Kontrolle nicht so gerade hast. Voilà, das ist einfach, du hast die Übersicht ein bisschen verloren von allem, wie vom Auto am Anfang. Oh mein Gott, der Kontrolle auf den Auto! Okay, wenn du schon einmal gedreht hast, dass all deine Zähne fort waren oder fortgegangen sind oder du hast deine Zähne waren einfach fort, das will am Anfang heißen, dass du dich nicht attraktiv genug findest oder dich nicht schön findest. Oh, eine schöne Magdalena. Schau sie an, Pferdfee. Hast du das schon, dass du den Bus verpasst hast? Dein Zug oder zu spät aufgestanden bist, verschlafen bist, zu spät an den Schild oder an den Arbeit gegangen bist? Aber ja, das wenn du gerade zum Beispiel so mal muss ein großes Event, das du unbedingt nicht verpassen willst, weil du einfach so aufgeregt warst und du willst das einfach nicht verpassen. Aber das kann aber auch bedeuten, dass du gerade etwas Wichtiges verpasst hast an deinem Leben oder so. Ran! Wo waren wir da schon? Zu spät kommen! Das nächste, was man haben, du bist am Handy und du hast kein Wifi. Oder du guckst Television mit Live nicht. Oder der Radio lebt nicht. Das ist einfach Footies-Technologie. Das will am Anfang bedeuten, dass es dir schwer fällt, am Leben Freunde zu machen. Egal, ob du nicht mit deiner Familie schwätzt oder mit deinen Freunden. Es fällt einfach schwer zu kommunizieren. Und auch mit fremden Leuten, zum Beispiel mit fremden Leuten. Das ist auch, du hast keine Übersicht über die Realität, weil du Realität hast, aber nicht. Das ist schon Internet. Das ist schon kein Internet, was ist das? Es gibt kein Netz, es gibt kein Touch, es gibt Winnet. Also Technologie. Was auch viel kommen kann, ist, dass eine Person 100 ist, ein Killer, der dich umbringen will. Du bist einfach verfolgt. Aber ja, wenn das der Fall ist, das kann da gut sein, dass eine Person an deinem Leben da ist, die dich unwohl fühlen lässt. Mir kann aber auch sein, dass eine Person dich erpresst. Voilà, also ich muss just so, wo ich klein war und ich hatte all Tag gedreht, ich weiß nicht wie war. Es war wirklich schlimm für mich, ich hatte immer gedreht, dass ich am Gang Triple für mein Haus und dann hat mir aber die von Scary Movie, wisst ihr den? Ja. Und ich hatte so Angst, anscheinend an Slow Motion gegangen, ich konnte nicht heizen und ich hatte so Angst. Weil ich hatte mich gedreht. Weil war alles gut. Weil auch viel gedreht wird bei den Leuten, dass das einfach plakisch ist. So mal so, du gehst aus dem Haus und du hast keinen Bock so du hast innen nichts und du fühlst dich unwohl. Weil das will am Anfang heißen, dass du dich an deinem Leben unwohl fühlst und du schumst dich wie etwas, was du baust oder was du hast oder dir ist einfach irgendetwas peinlich. Plakisch! Ja, wir dürfen nicht entwickelscheinweise, das ist so blöd. Wir sind bei RTL Jugend. Von ganz hoch oben, ganz oben. Wieso hochfallen? Wie viele Leute hatten das schon? Ich meine genug Leute. Entweder du fällst von oben rauf, du stolperst oder du fällst wirklich auf dein Gesicht. Und am Drama ist das immer 10 Stunden, das heißt, du brauchst 10 Stunden gegangen zu fallen. Wenn du das doch schon gedreht hast, dann ist es einfach, weil du an dem Moment eine Person brauchst, die einfach für dich da ist. Du brauchst Support. Du brauchst den Hunderter. Bald sind Frieden und dann schon gedreht, weil das kann einfach viel bei den Leuten, dass du Situationen, wo du einfach irgendwen brauchst und voilà. Ich meine, das ist einfach normal. Ich meine, alle Menschen brauchen immer irgendwen, können nur allein leben. Und dafür sie Mehrheit! Ja!
Hast du nicht schon einmal gedacht, dass du an einem Labyrinth warst, verloren oder an einem Busch, du warst gefangen an einer Kirche, einfach so auf einem Platz, wo du nicht richtig wusstest, wo du wärst, gerade im Moment. Das will am Anfang bedeuten, dass dir steht eine schwere Decision, für was du nicht entscheiden willst. Und du willst einfach nicht entscheiden, du willst es nicht angesehen. Du probierst ein bisschen zu ignorieren, aber du weißt, dass am Anfang zum Schluss musst du entscheiden und du musst durch das Labyrinth gehen. Hast du dich halt verloren? Ja, und du? Wie wär's denn? Ich weiß nicht, das ist ein bisschen... Okay, ich gehe da, du gehst da. Okay. Gonzalo! Shania, was war dein schlimmster Traum? Oh mein Gott, also das ist schon angespannt. Also nur nicht mehr so, aber ich hatte wirklich angespannt. Und mein schlimmster Traum war, dass ich umgegangen war, an meinem Traum wirklich zu schlafen. Ich schlug eine Prinzessin umgegangen zu schlafen. Und dann auf einmal ging ich wackrig und ich ging überall zu spannen. Überall. Fuck! Oh mein Gott, überall war spannend. Und ich hatte Angst, ich meinen Eltern gerufen, ich habe meinen Bruder gerufen, ich habe meine Schwester gerufen, ich habe Gitare gerufen. So gut, der Gonzalo, für das ich noch nicht kann tun. Und dann auf einmal, wo Gitare wollte kommen, dass so ein mega riesiger Spann kommt. Über mich war sie so, und sie war richtig dick mit langen Potten, auf fett mit so Pelzen sich. Oh mein Gott, das war mein schlimmster Traum. Und ich hoffe, ich werde das nie mehr drehen, weil das hat mir wirklich Angst gemacht. Oder war das auch ein Kerl, wo das... Now it's my turn. Okay. Never. Okay, mein schlimmster Traum, der wird das wahrscheinlich nicht als schlimm gemerkt. Das erinnert ich mich seit meiner Kindheit, das war wirklich schlimm. Also ich war mit meiner Mama und meiner Schwester in einem Familienhaus, wo ich noch nie war. Es war mega dreckig, war so wüst. Und du war so ein schwarzer Mann, komm, ich möchte kein schwarzer Mann, schon, ja. Den hast gekommen und ich war allein, meine Mama war irgendwo, und den hast gekommen und dick viel bei sie kommen. Und hier war am Anfang Bayern, ich weiß, ich kann das nicht erklären, aber dick viel Bayern haben sich zusammen gesagt und da war hier der schwarze Mann. Das ist schon so Angst, wenn ich einen schwarzen Mann mal länger bei gesehen am Kabul oder so, ich werde fortlaufen. Merci, dass das Video geguckt habt. I got you. Hat das erste Video gefallen? Mehr hoffe ja. Pussy, pussy, bye, bye. Bis nächstes Mal.